Leute, herzlich willkommen für eine neue Emission von meiner Sendung «E Blick auf Europa» mit Georges Bach, hier im DOC-Kanal. Ich schwätze nicht das Woche über die Auditionen, die sogenannten Hearingen von den designierten Kommissären, die das Woche heute zu Brüssel stattgefunden haben. Die 27 Kommissären sind hier auf Herz und Nieren geprüft gehen. Und ich konzentriere mich hauptsächlich an dieser Emission auf zwei Kommissären, die ich auch interpelliert habe, das heißt, wo ich an den Komitee, wo ich bin, wo ich auch Fragen kann stellen. Das ist einerseits Marianne Thyssen. Marianne Thyssen als designierte Kommissarin für Emploi, alles was Arbeitsmarkt, Beschäftigung und Affaires soziales. Sie kommt aus der Belgien, sie ist designiert, sie ist nominiert vom belgischen Gouvernement. Und sie hat eine Vergangenheit von 20 Jahren hier im Parlament, wo sie zwar hauptsächlich auf wirtschaftlichen Dossier geschafft hat, aber auch hier Sozialkomponent als unbestreitbar. Und aufgrund davon hat dann auch Jean-Claude Juncker sich dezidiert, der Frau, der Marianne Thyssen, den Dossier Affaires soziales und Emploi zu geben. Marianne Thyssen hat an dem Hearing 4 Prioritäten festgelegt. Das heißt einerseits Investissementer, besonders aber auch Arbeitsplätze schaffen. Ich meine, hier müssen ein ganz paar die Kriterien zusammengefordert gehen, Mobilität muss besser gehen, die Investissementer müssen besser gehen, aber für allem müssen die Regeln vereinfacht gehen, müssen Encouragementer, müssen Hürden aufgebaut gehen, Encouragementer geholt gehen, für wie gesagt, den Entreprisen, nicht nur den großen, aber besonders den kleinen und mittelständischen Entreprisen, für denen so ich ganz salopp leben, mir einfach zu machen, für wie gesagt, Arbeitsmarkt aktiv zu gehen und auch Personal zu rekrutieren, die sie brauchen. Die sie dringend brauchen, das Fachkräftemangel überall. Und das führt mich zum dritten Punkt von Marianne Thyssen, zu den Qualifikationen. Qualifikationen einerseits inner den Memberstaaten, wo noch immer Schwierigkeiten sind, wo noch immer jemand seine Qualifikationen an einem Domain nicht anerkennt, aber besonders auch, wo die Leute nicht dementsprechend qualifiziert sind für das, was der Arbeitsmarkt am Anfang braucht. Das heißt, es muss viel mehr eng zusammen geschafft gehen zwischen den Entreprisen, zwischen den Patronen, zwischen den Schulen, und auch zwischen allen Organisationen, die sich um die Arbeit kümmern, für wie gesagt, ein Qualifikationsniveau herzustellen, den dann auch dementsprechend entspricht, was wir brauchen. Der 4. Punkt ist Protektion sozial, alles was Sozialgesetzgebung ist, Sozialversicherungen, für das mehr einfach zu machen, und auch die grenzüberschreitenden Sozialversicherungsgegebenheiten, die wir haben, für die an die Reihe zu kriegen. Ihr wisst, dass das heute immer noch schwierig ist, was Gesundheitswesen anbelangt, was Pensionsregime anbelangt, für das grenzüberschreitend viel besser zu kriegen. Es hat sich auch Instrumente gegeben, das heißt, es hat an seinem Plan Instrumente abgezählt. Ich hatte schon anfangs gesagt, Investissementer, da will die neue Kommission 300 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, für, wie gesagt, an den Arbeitsmarkt zu investieren, für Leute an Beschäftigung zu kriegen, für Wursten zu schaffen. Gouvernance économique, das heißt, innerhalb des Semestre européen ist es ja wichtig, eine Gouvernance économique zu haben, aber da müssen in Zukunft auch die Sozialindikatoren mal drauflesen. Und Marianne Thyssen hat es, die auf dasselbe Niveau zu stellen, wie zum Beispiel auch die wirtschaftlichen Indikatoren. Der dritte Punkt, für mich ganz wichtig, der Sozialdialog, für den zu verbessern, für da eine bessere Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern anzustreben, etwas, was ganz wichtig ist, was die letzte Zeit an der Krise durch verschiedene Faktoren ganz stark gelitten hat. Und der 4. Punkt ist die Ausführung von der bestehenden Gesetzgebung, alles was Reglementation ist, alles was Verordnungen sind, alles was Richtlinien sind, für das mehr einfach, mehr transparent, für alle mehr einfach zu machen, für das zu schaffen, auch den Abus, der getrieben wird, damit für den zu erbannen. Und da denke ich besonders an die Entsenderichtlinie, ich denke besonders an die Arbeitszeitdirektive, aber auch an Direktive wie die Congé de Maternité und so weiter. Meine Frau und Marianne Thyssen hat sich um Armut gedreht, dann auch um die Obdachlosigkeit, um die sogenannten Sans-Abrien. Natürlich fällt das an Kompetenz für die Memberstaaten. Das Parlament hat eine Strategie schon gefordert, 2013, 2014. Und die Kommission kann hier eine übergeordnete Rolle spielen. Und die muss die Rolle natürlich auch erfüllen. Marianne Thyssen hat auf Strukturfonds hingewiesen, das heißt der Fonds für die Armut, der Fonds für den Europäischen Sozialfonds, aber auch der Fonds, der geschaffen ist, für uns anzupassen und Globalisierung. Das heißt, die Fonds müssen vereinfacht gehen, müssen besser aufgerufen gehen, für das
Memberstätten auch Möglichkeit tun, hier weit von den Suen zu profitieren. Prekäre Arbeitsverhältnisse, da kommt Marianne Theissen aufgrund von der Zeit nicht mehr drüber gehen. Das ist aber so, dass es versprochen wird, dass prekäre Arbeitsverhältnisse kann nicht die Zukunft von Europa sein. Wir müssen gucken, für Vertrauen zu schaffen, für die Leute immer stabile Arbeitsverhältnisse zu kreieren, die ganze Sozialdumping zu erbannen und so weiter. Den zweiten Punkt, den zweiten Kommissär eigentlich, mit dem, wo ich mich vorher stellen konnte, das war Transport an Espace, Raumfahrt. Und das ist den Markus Šefčovič gewesen. Der Markus Šefčovič kommt aus der Slowakei, ganz konkret von Bratislava. Hier hat schon eine längere Zeit eine Erfahrung am Parlament. Hier war schon Vizepräsident unter der Kommission Barroso. Und das hat ihn noch gespürt. Hier hat sein Dossier gut gekannt. Hier war immens gut präpariert, war auch immens professionell aufgestellt, hat auch Parlament mit Rabezogen, hat gesagt, dass wir einen extrem wichtigen Akteur werden sind, zusammenarbeit mit ihm, aber was für alle mich überzeugt hat am Transport, was wir bislang nicht so hatten, die letzten 5 Jahre, das war die Sozialoder, die ihn einfach gespürt hat, vom Šefčovič, für zu sagen, alle Initiativen, alle Gesetzesprojekte, die auf den Weg geschickt werden, muss für drin klar geguckt gehen, aufgrund von der sozialen Dimension und auch aufgrund, was das auf den Arbeitsmarkt für Influenzen hat, gehen neue Arbeitsplätze geschafft, wir dürfen keinen verlieren und so viel. Das heißt, an der Hinsicht hat mich ganz stark beeindruckt, muss ich sagen, und ich verspreche mir eigentlich, dass eine ganz gute Zusammenarbeit. Ich bin froh, und Markus Šefčovič war am Anfang, hat sich gehandelt Passagierrechte an der Luftfahrt. Ihr wisst, dass ich der Rapporteur war, die letzte Session. Den Dossier ist im Moment blockiert aufgrund von der Frage von Gibraltar. Gibraltar muss ich ein bisschen erklären, da ist ein Streit zwischen Spanien und Großbritannien über die territoriale Aussprache, die da bestehen. Und für mich, gerade so auch wie für die Kommission, darf das an diesem Fall nicht spielen. Das heißt, die Rechte von den Passagieren in Europa müssen garantiert sein für ihn wie für den anderen, ob er aus einem kleinen Memberstaat kommt oder aus einem großen. Oder ob wie zum Beispiel auch Gibraltar muss das auch beantragen. Es ist aber so, dass das hat der Kommissar auch gesagt, hier hat kein Handlungsspielraum, weil da dann Neutralität fällt, an Souveränität von den 2 Memberstaaten, und die müssen sich eins gehen. Das Dossier ist, wie gesagt, blockiert. Nicht nur mein Dossier, Passagierrechte, aber alles, was mit der Luftfahrt zu tun hat, liegt im Moment auf Eis, bis da eine Lösung gefunden ist. Die Kommission, wie gesagt, muss an dem Dossier neutral bleiben, kann da keinen Vorstoß holen, und man muss warten, was dann am Endeffekt geschieht. Den Sozialoder hat es schon vorgestracht, und besonders am Straßentransport will er sich ganz stark engagieren. Er will sogenannten Code Sozial schaffen für alles, was am Straßentransport aktiv ist, von Chauffeuren. Wie gesagt, dass die Rechte unerkannt gehen, dass kein Sozialdumping mehr getrieben wird, die Frage von Kabotage behandeln und so weiter. Da hoffe ich, dass es so weit geht, dass es mit auf den Weg geht, für eine europäische eine Agence für den Straßentransport zu schaffen, weil das ist von meinen Ulayes und das will ich an dieser Legislaturperiode auf den Weg kriegen. Zum 4. Eisenbahnspaket muss ich sagen, dass ich persönlich konnte nicht interpellieren, aber Kollegen von mir haben das gemacht. Und hier hat gesagt, dass hier den 4. Eisenbahnspaket als etwas extrem Wichtiges gesagt, die Marktöffnung als etwas immens Wichtiges gesagt, dass hier das Paket aber will zusammenhalten, dass hier nicht will, wie wir das wollen, hatten, ein technisches Dossier und ein bisschen mehr politisches Dossier, wir wollen zusammenhalten. Hier will aber auch zur Konklusion kommen, zum Aufschluss kommen. Hier will nicht, dass denke, ein 5. Eisenbahnspaket muss gehen. Für mich persönlich ist es wichtig, dass hier hauptsächlich auf dem technischen Pilier, dass wir da so sehr wie möglich vorkommen, das ist das, was die Eisenbahnen brauchen, das ist das, was die Industrie braucht auf der Eisenbahn für die überflüssige Reglementation, für das zu vereinfachen. Nicht nur die administrativen Hürden, sondern auch die technischen Hürden, für das zu vereinfachen, für das wir einen europäischen Markt kriegen, für das wir da auch die Gider an die Personen, die wir verloren auf der Straße, für das wir die auf die Eisenbahn zurückkriegen. Das muss als Ziel sein. Und da hat Markus Šefčovič auch gesagt, dass das auch für ihn immens wichtig ist und dass er auch will, dort schaffen, natürlich zusammen mit den Memberstaaten.
Dat gesäitlo so aus, wie wann dat ënner italienscher Präsidentschaft net mir richtig viro kënnt, Lettland wesinn so richtig, ob dat zu ihre Prioritäten gehört. Et werd natürlich so ausgoen, dat dat 2015 ënner Lützeburger Präsidentz e ganz wichtigen Dossier gëtt fir eisen fir eisen Transportminister an do läfen lo schon ganz kopp Überlegungen, wéi en den Dossier kann zu eng guten End feieren. Dat is so, dat für den Kommissär, für den designierte Kommissär sind zwei Sachen wichtig. Der Markt muss diskriminierungsfrei sein. An allem, wie gesagt, müssen die Hürden aufgebaut gehen an die Querfinanzierung. Das heißt, dass die Suen hält, die auf einer Seite für seinen Staat kriegt, für einen anderen Domain aktiv zu gehen, für da Marché zu machen, das muss erbunden gehen. Hier seht, es muss nicht ein einheitliches Modell gehen. Hier können sich auch andere Formen vorstellen, ein zweites Modell, ein drittes Modell, Holding oder nicht Holding. Und das ist ein guter Approach, wo wir eigentlich Mengen als Parlament doch mit Team können zusammen schaffen. Das waren hauptsächlich die zwei Domänen, die ich an den Hearungen aufgedeckt habe. Ich meine, einer Informationen kriegt natürlich auch noch weiter von mir. Wir werden noch nach eine andere Sendung machen, wo wir die einzelnen designierte Kommissäre ein bisschen mehr genau in die Lupe werden holen. Ich freue mich auf eine neue Edition an der nächsten Woche. Möglicherweise mit einem Lützeburger Gast, das steht noch nicht fest, aber lasst euch überraschen. So, ich vielmals merci für den Nachgucken.